die größte Rabbunim in Historie, als ich nehme Rabbi Eger und der Wilner Goyen, haben sich Pasmakewet in Lieb gehabt, Weisels, der Apikoires Weisels, der Bio. Wir haben auch viele Bilder von größeren Rabbunim mit Schädeln auf dem Kopf und nach Heilig von den Rabbunim sind aufgegult, ja. Und Mendelssohn Weisel am gehabt die Trage. Mendelssohn gehabt eine kleine Bärdel, aber Weisel ist ein ganz clean shaven. Beide sind gewesen religiöse, traditionelle Jiden, Shulchan Aruch Jiden, beide. Derselbe Weisel hat man geschrieben, ein paar Jahre später, hat der neue Behuda, der Rav Cheskel Lando, der Rav in Prag, hat geschrieben, ein paar Jahre später in einem privaten Brief, mei oilam loikom teure Kose bein ha-Yehudim. Sie noch keinmal nicht aufgestanden, Säure, wie sagt man Säure? Also wie Hummern. A Feind. Hat Säure. Sie noch keinmal nicht aufgestanden, Feind zu Jiden, wie Weisel. Es ist alles gewesen, geknippte Gebind. Ist, wie sie guckt aus, als die Minute, wo die Pandora-Box hat sich geöffnet, hat ein Teil von den Rabbonim herausgekommen mit Attackes, wo sie haben sich aufgehalten bis jetzt. Also Rav Kivi Yosef Schlesinger, der Seide von der Turikarte und der Seide von Zionismus. Sie haben eine Kopie von dem ganzen Manuskript, was ist eine Biografie bei Etzem, was der neue Bruder Sohn hat geschrieben wegen seinen Taten, in 1810 und 1810. Aber 2 halbe Blätter ist ausgemerkt in dem Kopie, was in Sefria Leumit. Leute Sohns, Edus, nicht nur als der neue Bruder hat nicht herausgegeben, Kachere, mal gegen den Bio, noch Punkt verkehrt. Der Cherem von anderen Rabbunim ist kein und nicht herausgekommen zu lieb dem neuen Bruder. Guten allen, Shalom Aleichem. Mein Name ist בענעדיקט und ich bin der Programmdirektor beim Yiddish Liga. Wir geben 2 Wörter wegen der Yiddish Liga, ihr bekennt noch nicht. Die Yiddish Liga Ziele wird aufzuhalten Yiddish wie eine moderne, in der lebendige Sprache. In mutigt Menschen, dass wir soll reden Yiddish in einem tagtäglichen Leben. Die Yiddish Liga gibt ein Journal mit Nummern auf Schwell, Wörterbücher, Lernbücher und andere pädagogische Materialien, die helfen euch, sich auszulernen in einseitig Yiddish. Wie euch halten wir gesättigte Programme mit der Reihe Persönlichkeiten, Forschers, Singers, Akteuren und Kulturtiers, was bringen euch einen Blick auf Yiddish in einseitigen Kultur und gebt euch eine Gelegenheit, sich zu kennen mit sein. Wir verbeten euch zu stützen die Yiddish Liga. Werdet ein Mitglied und stützt die einzige Yiddish Organisation, was halt alle ihre Unternehmungen auf Mameluschen. Kedai zu sehen, alle unsere Produkte werden von der Woche noch geht auf linkforyiddish.org, linkforyiddish.org. Alle unsere Programme werdet ihr treffen dort auf der Webseite und auch auf unserem YouTube-Kanal. Euch der Rekordierung wird darauf gehen später auf unserem YouTube-Kanal. Geht, ist ein oben mir der Vergnügen zu reden mit Yohanan und Lowen. Wir werden schmissen wegen der größten Scheile, haben die Rabbunim gekämpft gegen die Maskilim. Und ich will schon sagen, dass die Tschive wird sein, ja und nein. Und Yohanan wird können reden ein bisschen mehr wegen dem. Aber für mich ist der Thema gut interessant, weil sie beweist die zweite Seite. Lechoire sieht man allemal, der Rabbunim sind gewähnt gegen die Maskilim, und die Maskilim haben probiert zu machen etwas anderes, und sie gewähnt Radifes von den Maskilim gegen die Hasidim und gegen andere Rabbunim. Es Lechoire wollte mir gekannt meinen, also alle haben beschmitzt die Maskilim. Es einfach man ein bisschen andere Seite, finde ich Yohanan. Hat geschrieben ein ganzes Buch wegen dem, was hat noch nicht erscheint. Das meint noch, der fertige Nussach ist noch nicht in Dreußen. Ich hoffe, er wird es können publizieren, und ihr werdet alle kennenlernen. Sie haben Buch, die Version, was ich habe, ist über 100 Blätter. Ich hoffe, dass in einem Schuh wird man kennenlernen ein bisschen wegen dem. Da geht ein Yohanan. Da geht jo Eli. Schönen Dank für mich oben. Und ein Dank für alle, was sind du. Es ist ein Vergnügen zu dir oben. Und lassen wir reintanzen gleich. Kannst du sagen, ein paar Wörter, erstens, ob du da sagst, was weiß noch nicht,
de zwei größte Namen, was entweisen von den Maskilim, was ein trifft man sein Maskilim, ist Mendelssohn in Vizel. Ja, Moshe Mendelssohn und Naftali Hirtz Vizel. Es kannst du sagen ein bisschen ein paar Wörter, wer sie sind gewesen, wenn sie sei gewesen, und wo so die ganze Welt gerascht über sei. Ja, so du hast gesagt, Bücher und Artikeln wegen Mendelssohn und wegen Vizel. Mendelssohn ist verrechnet wie der Futter von Haskalah, der Jewish Enlightenment. Professoren, Akademiker sagen, als Mendelssohn ist der erste moderne jiddischer Philosoph, aber auch der erste moderne Jid. Mendelssohn ist der erste moderne Chumash, moderne Teure, mit der modernen Übersetzung und Kommentar ist gewesen Moshe Mendelssohn. Das hat geheißen der Bio. Und das hat sich umgegeben zu drücken in die 1778, 1778 und es hat sich geendigt in 1783. Das ist gewesen ein größeres Projekt. Das meinst du, es gewesen eine Übersetzung mit der Bier? Ja, die Übersetzung ist gewesen auf Hochdeutsch in jiddische Oisies und die Kommentar ist gewesen in Loschen Kodesh. Die Übersetzung hat geheißen Targum Ashkenazi, was means deutsche Übersetzung. In der Kommentar hat geheißen Bio, aber später in akademischer Literatur man rief das ganze Projekt zusammen, rief man Bio. Vizel hat euch genommen Anteil in die dosige Projekt. Zwischen die Mendelssohn allein ist gewesen Talmud Chochem, ein größer Land in Teure, nicht alle wissen das. Aber von die alle Maskilim, was sind damals gewesen, was sind alle gewesen Talmudists, mehr oder weniger, in dem ersten Jahr. Aber Vizel ist mit Stimme gewesen der größte Talmudist zwischen sie alle. Und Vizel hat gemacht dem Bio auf die schwerste Chumash. Zwischen den 5 Chimushim, der schwerste Chumash von alle ist Vayikra, was wird euch angegriffen, Toras Kahanim oder Leviticus. In Vizel hat gemacht den Bio auf dem Heilig, wo es Menschen, was Menschen wissen nicht heint, meiste Bnei Teure und Bnei Shiva sind nicht wissen nicht heint, als die größte Rabbunim in Historie, als ich nehme wie Rabbi Akiva Eger und der Wilner Goyen, haben sich pasmakewet in lieb gehabt, Vizels, der Apikoires Vizels Bio auf Vayikra. Wie so ist Mendelssohn Vizel geworden, verstempelt als Apikorsim in seiner Zeit. Gewöhnlich betrachtet man als Mendelssohn ist der Schild. Aber von einem historischen Blick, in chronologischen Blick, Vizel ist gewesen the straw that broke the camel's back. Die Makkabe Patisch, was hat aufgeregt die größere Rabbonim von jener Zeit und gebringt und aufgeöffnet die Pandora-Box, was hat alle Schäden sind nach rausgeflogen, ist gewesen zu lieb Vizel. Und das ist gewesen in der Jahr Tovkuf Membeis 1782. Und das ist gewesen beschaß der Kaiser Josef II. Josef der Kaiser von Österreich-Ungarn, Österreich-Ungarische Imperie, hat herausgegeben ein Dekret, was hat geheißen, meine ich, Tolerance, the Decree of Tolerance. Deklaratie von, ja. Toleranz.
In Dorten hat gesagt, als Jiden sollen öffnen ihre eigene Schules. Jiden mögen gehen in goyische Schules, was bis damals Jiden haben nicht gekannt gehen lמשל in College, Universität, nicht überall haben Jiden gekannt anteilnehmen. Hat gegeben Schiss für jeden sei, sie können gehen zu den goyischen Schools in sei, also sie können öffnen ihre eigene Schules in lernen für die Kinder alle Sachen, nicht nur teure. Und Sach Rabbunim und Charedim von jener Zeit haben sehr stark gezittert vor dem Shinui, vor dem Development. Und Vizel, was ist gewähnt von einer Seite konservativ, orthodoxischer Jid und Talmud Chochem, von der zweiten Seite ist gewähnt ein Maskil, moderner Mensch, clean shaven und ein größeren Schädel auf dem Kopf, was sie gewähnt der Style von, also wie Mendelssohn euch hat, das sie gewähnt die Mode von jener Zeit in Deutschland, Amsterdam, Italien. Wir haben auch viele Bilder von größeren Rabbunim mit Schädeln auf dem Kopf und ein Heilig von den Rabbunim sind euch clean shaven. Upgegult, ja. Und Mendelssohn und Vizel haben gehabt die Trage. Mendelssohn hat gehabt eine kleine Bärdel, aber Vizel ist den ganzen clean shaven. Menschen wundern sich wegen dem, weil gewöhnlich nennt man gewöhnlich hat man dem Bild als Vizel ist gewöhnlich mehr fromm wie Mendelssohn. Beide sind gewöhnlich religiöse, traditionelle Jiden, Shulchan Aruch Jiden, beide. Aber gewöhnlich hat man den Bild als Vizel in Ideologie, ist gewöhnlich mehr fromm wie Mendelssohn, und das ist MS. Aber von der anderen Seite, wenn sie kommt zu die Bordlemuschel, Mendelssohn hat gehabt ein Stickelbord, Vizel hat den ganzen nicht gehabt kein Bord. Und was ist das Sibbe davon, ist interessant, es ist du ein Professor, OTD-Professor, ex-Orthodox Professor, geschrieben als Sache wegen die Maskilim und die Hasidim. Sein Name ist Michael Silver. Ich meine, ist in Bar-Ilan Universität. Und ich habe gehört in seinem Namen, als die Sibbe ist, weil Vizel ist gewesen als Sfardi. Nicht gewesen kein geborenes Sfardi, aber Vizel hat Keilu getäuscht von Ashkenaz zu Sepharad. Hat lieb gehabt die sfardische Kultur, hat sich gehabt mit den Sfardim in Amsterdam. Liegt in die sfardische Beisachheim, ist beerdigt in das sfardische Beisachheim in Hamburg, Altona Hamburg. Und der Professor Michael Silver sagt, dass das ist die Sibbe, für was Mendelssohn hat ein kleines Bärdel, aber Vizel hat das euch nicht. Weil seht euch, die Sfardim in Amsterdam, sehr Kultur ist gewähnt to be clean shaven. Lassen wir aber nicht machen, öfter ein bisschen klare Bild, ist wie viel ich verstehe geht, im Verrecht mir über den Robert Tues, sie gewinnen eine ganze Gruppe von Menschen, die sind gewinnen ein bisschen mehr modern, also sie sind gewinnen für ihn, aber sie sind gewinnen modern, ja, sie haben gehalten die Tariag Mitzvahs, sie sind gegangen in Schiel, ja, sie sind gewinnen für ihn. Alles. Aber von der anderen Seite sind gewähnt modern. Und sie haben alle gewohnt in Berlin, in Deutschland mehr weniger. Nicht alles, sie gewähnt auch in Amsterdam. Vizel allein hat geboren in Hamburg, später ist aufgezogen geworden in Dänemark, in Kopenhagen, später in Amsterdam. In Amsterdam hat ungefähr rauszugeben seine Sfurim, in der Zeit von der Baal Shem Tov, wenn der Baal Shem Tov ist nicht geworden, jene Zeit. Und später ist zurückgekommen kann Hamburg, hat Chassanegat später, Chassanegat sehr spät. Eine von die Attackes, was Charedim hat meint, gegen Vizel, ist also Chassanegat sehr spät. Er ist schon gewesen in der Heuche 30er oder unter 40er, wenn er Chassanegat. In Nordem hat gewohnt in Berlin. Und später der letzte Junge in Hamburg und liegt in Hamburg. Sie haben alle geschrieben, ja, frieme Bücher. Sie haben geschrieben, Biere, was die gesagt, ja. Kommentaren von der Vizel, ich meine also Bücher, Mamesh, also wie ja in der Levuna, in den anderen.
nicht Ja. noch Sfurim, nicht noch Sfurim. Okay, למשל, זה kommt zu Pirkei Avos, ja? Die größte Perush auf Pirkei Avos, was ist in Kamus und in Echus, Weisels Perush auf Pirkei Avos, was herausgekommen in 1775, hat geheißen Beshatoi, der größte und beste Biur auf Pirkei Avos. Sehr ein größer Biur. Und alle Rabbonim in Litauen und in Ungarn und in Deutschland haben sich besmaket mit jen Lowen verhinderte Jahr. Jen Lowen ist der Name von dem Biur auf Pirkei Avos. Aber Weisel, ich meine, als Weisel kann man rechnen, öfter vom ersten Kirov Mechaber. Ist gewesen ein Mechaber, was hat geschrieben, es Sfurim Apologetic bei Yiddishkeit in Teure. Believe it or not, in the 1770s haben die Rabbonim von Lisse derselbe Ruf in Lisse, was in 1782 ist herausgekommen mit die scharfste Attackes gegen Weisel in der Shabbos HaGudeldrusche. Derselbe Ruf hat geschrieben, in Apoyo früher, ob du willst mechanisch sein, dein Kind zu Yiddishkeit in Teure, lern dein Kind nur von Weisels Sfurim. Weisel ist gewesen damals berechnet, wie der Mechanech Ruchni von dem Dor in der rabbinischen Welt. Can you imagine? Derselbe Weisel hat man geschrieben, ein paar Jahre später, hat der neue Behuder, der Rav Cheskel Lando, der Rav in Prag, hat geschrieben, ein paar Jahre später in einem privaten Brief, mei oilom loikom säurer Kose bein ha-Yehudim. Sie noch keinmal nicht aufgestanden, Säurer, wie sagt man Säurer? Also wie Human. A Feind. Hat Säurer. Sie noch keinmal nicht aufgestanden, Feind zu Jiden wie Weisel. Keinmal nicht in der Historie. Das hat der neue Behuder geschrieben in 1782. Derselbe neue Behuder, was hat sich früher besmaket mit Weisels Sfurim. Auf Tanach and Apologetics and Taryag Mitzvahs and so on. Was ist geschehen? Was hat sich dort gebrochen? Was ist geschehen? Divre Schulen Wessely ist geschehen. Wenn der Kaiser hat herausgegeben sein Toleranzedikt, Weisel ist gewesen so überrascht, so excited vor dem Kaisers Toleranzedikt, hat herausgegeben a kleinem Kuntres von 38 kleine Seitlach, was hat geheißen Divrei Sholem Wessely. Wörter von Sholem und Emes. Aber es ist ironisch, als der kleine Kuntres Divrei Sholem Wessely hat sie gebracht die größte Machleukes und öfter falsche Bilbulim, gegen Weisel, gegen Maskilim und Askule, back and forth, öfter auch gegen Rabbonim, von verschiedenen Seiten, zwischen Goyim, zwischen Jiden, ist herausgekommen als Arim dem kleinen Bichel, was heißt Wörter von Sholem und Emes. Das ist ironisch. Verwusst, dass der Kontrast, Sachmenschen meinen, als der Sibbe verwusst, die Schulen bei Emes hat so aufgeregt, der Rabbonim, ist, weil kommt mit der Täusch von dem Chinuch-System. Es ist Emes, aber das ist nicht der ganze Emes. Es ist gewesen eine Sache mehr von dem, in dem Kontrast, was hat aufgeregt, der Rabbonim. Weisel hat geschrieben in dem ersten Perik sehr radikale Satz, Paragraph, wo es hat da reingestochen, die größte Rabbonim von dem Dor, sei die größte, sei die kleine, reingestochen wie mit Messers in Herz. Weisel hat geschrieben, als Pametrochem she'emboy haskole nevele tove amenu. Weisel hat geschrieben, a Pametrochem, was kennisch kann, secular Studies, ist wert weniger von einer Weile. He's worth less than a carcass. Okay? Weisel hat gegeben eine neue Interpretation für ein Statement im Midrash. Der Midrash sagt,
Talmid Chochem she'ein boi das, nevelo to vehemenu. Weiselig gekommen und gesagt, was meint der Midrash, was meint Talmid Chochem she'ein boi das? Hat gesagt, sie meint Talmid Chochem, was kenne ich, ka secular education. Ist wert wenig. So in other words, die Rabbunim, der Herd, als der Wilner Goyen, for example, der Neude, was hat gelebt in jener Zeit, der Neude Behuder der Rauf von Prag und alle anderen größeren Rabbunim von jener Zeit, seinen Wert weniger von einer Weile, wie bald sie kennen nicht die Sprachen, sie kennen nicht Kasach, Limudei Chol, Astronomie, Mathematik und so weiter und weiter. Jetzt, die question, eine von den sehr interessanten Scheiles, was Menschen haben, ist, was haben bei Mendelssohn und Vizel getracht wegen der Rabbunim? Was sie gewähnt sehr Beziehung zu den Rabbunim, also wie die größte Rabbunim von jenem Dorf, also wie der Neude Behuder, der Rauf von Prag, der Wilner Goyen, der Genius of Vilna und andere. Das ist ein bisschen complicated to answer, because weil siehst du die offizielle Sachen, was Mendelssohn und Vizel haben geschrieben für die Welt. Dennoch ist du, wo sie haben geschrieben, beschaß der Machloikes, beschaß die größere Machloikes, beschaß der Feier, in was man schreibt, beschaß der Machloikes, öfter kann man sagen, das ist der Emes, wo sie spielen, weil man sagt doch, sie du Chazal, Odom Nicker, Bekoisoi, Bekissoi, Bekasoi, wenn es ist du ein größer Kas, eine größere Feier, ist, von einer Seite kann man sagen, was man sagt in einer Feier, meint nicht bei Emes, weil das ist nur gesagt worden, beschaß Rische, beschaß Misinkas, beschaß sie du eine Feier. Von der anderen Seite kann man sagen, nein, der muss kommt heraus der Emes, was sie tracht, richtig? Und nachdem ist du ein dritte, aber ich habe gerechnet zwei Genres, noch ein dritte Genre, wo sie haben geschrieben in private Briefen, beschaß der Machloikes. Weil nicht alles, was Vizel und Mendelssohn haben geschrieben in private Briefen, haben sie geschrieben in Kolkoires und Kontresem, wo sie publizieren für die ganze Welt. Okay? Und das ist sehr interessant zu sehen, was die Rabbunim haben getracht wegen Vizel und Mendelssohn und sei, was Mendelssohn und Vizel haben getracht wegen der Rabbunim. Ist du Menschen, was haben lieb zu harmonisieren. Ich bin euch eine von den Menschen, was ich habe eine Schwachkeit zu harmonisieren. Wie mehr zu harmonisieren zwischen die größeren Rabbunim und die größeren Maskilim. Und du hast Sachen, was man kann treffen, Harmonisation. Und wie man kann sehen, wie sagt man, mutual respect zwischen die Maskilim, von den Maskilim zu den Rabbonim und von den Rabbonim zu den Maskilim. Von der anderen Seite, ich glaube nicht, dass man darf behalten, dem MS befragt, ob sie schon sei wie publiziert in akademischen Artikeln. So, lמשל, Yitzchak Rifkind hat publiziert in 1930, hat publiziert Briefen für ein Manuskript. Briefen geschrieben bei Mendelssohn und Vizel und in Chaverem-Serie. Wie sie reden wegen die Rabbunim, wo sie herausgekommen mit Feier in the 1780s. In dorten sieht man lמשל, als Mendelssohn mit Vizel betrachten Tage der Wilner Goyen und der Neude Behuder, betrachten sie Tage für Talmid Chochem she'ein boi das. Und was mich ist interessant, als sag mal, wenn ich höre Menschen und Professoren, Akademiker, Historionen, wo sie reden lמשל wegen Wilner Goyen. In der Größkeit von der Wilner Goyen. A viele von einer orthodoxischen oder säkulären Perspektive. Und sie haben Teines, sie haben starke Teines, sie können nicht verleiden, ob Mendelssohn und Vizel haben betrachtet, dem Wilner Goyen für Talmid Chochem she'ein boi das. Aber was interessant zu mir, hat dieselbe Menschen, wenn du bringst sie Wörter, was der Wilner Goyen hat geschrieben. Nee, ich rede nicht jetzt, was hat geschrieben, beschaß dem Arucha gegen Vizel gegen Vizel. Ich rede nicht jetzt. Ich rede jetzt von anderen Jahren. Sachen von den Sfurim und die Biografies von Wilner Goyen und seine Talmidim.
Se du genig Meises und Rajoines, was der Willen hat gesucht und geschrieben und getan. Was ob die bringst die Sätzen und die Meises und die Ufdes zu die Menschen, was zu dieselben Menschen, und die sagt sie nicht, hat das der Willen gehen. Wenn sie sagen, der was hat das gesucht, ist er damit hoch im Schein bei das, der will er teuer. Der was hat das geschrieben, der was hat der Baller Ufde, der was die Meise geschehen mit ihm, ist eine Wähler teuer. Sie wollen das sagen. Aber der Minute du sagst, weißt wer das ist, das der will nicht gehen, dann wollen sie das nicht sagen. Richtig? Und ich will das euch nicht sagen. Aber es ist wichtig, sie haben den Kontext, den historischen Kontext von der Zeit. Weisel und Mendelssohn, sie haben sich gehalten, Bnei Gil, sie haben sich gehalten, in der Welt hat sie gehalten damals, nicht winziger Respekt, haben sie gehabt, mehr Respekt zu Mendelssohn und Weisel, wie sie der neue Bruder und der Willen gehen. Sei heint und sei damals. Was ich will herausbringen, eine von den Sachen, was ich will herausbringen, ist, wie viel der Eretz kann man treffen, bei den Rabbunim allein zu Mendelssohn und Weisel und zu seiner Geburt. Bei dieselben Rabbunim, wie lמשל der Ruf in Prag, Geschichte, der neue Bruder, und der Goiner Wilne. Ich habe früher gemeint, lמשל, wenn es kommt zu der Bio Vayikra. Der Wille Guen hat sich besmakket, hat gerät groß wegen dem Bio Vayikra. Rabbi Akiva Eger, was ist heint a symbolischer Numen in der Yeshiva-Welt. Wenn die willst sagen, ein Numen von ein riesiger Talmud-Ruch, ein riesiger Torah-Genius. In der Yeshiva-Welt, Rabbi Akiva Eger ist geworden der symbolische Numen für ein Torah-Genius. Right? Wenn einer will sagen, mein Sinn wird schon keinmal nicht sein, kann größer Talmud-Ruchem, wo sagt man in der Yeshiva-Welt, mein Sinn wird schon Rabbi Akiva Eger nicht sein. Ja, das hat Rabbi Akiva Eger ist geworden ein symbolischer Numen. Ja? Believe it or not, Rabbi Akiva Eger was hat mitgehalten der Marucha gegen Weisel, weil Rabbi Akiva Eger ist gewesen ein junger Mann in Lisse in 1782, beschaß die Marucha gegen Weisel, die größte Marucha, die Shabbos Agudeldrusche. Rabbi Akiva Eger hat damals gewohnt in Lisse, in gewesen ein Chavrusse mit dem Lisse Raufsohn. Derselbe Rabbi Akiva Eger, spätere Jung, hat sich pasmakewet mit Weisels Kommentar auf Vayikra. Ich kann doch nehmen, aber nicht spezifisch, lass mal reingehen, aber nicht tiefer. Ja, das der Mann der neue Beide, schon etliche Mal. Ich weiß nicht, ob alle bemerkt, aber bei dem Bild, was ich habe aufgestellt für die Unternehmung, ist du dort ein Bild von einer Skume, für eine von den Büchern von Weisel. Dort kann man sehen, als Geskelando, es ist Skume in den Nummern von Geskelando allein. Ja, ich will ein bisschen da reingehen tief, und ich weiß, dass du es geforscht hast, die hast doch der meiste mit einem Brief in der Sinn von der neuen Beide. So, ich will verstehen ein bisschen tiefer. Es ist ja gewesen nachher von der neuen Beide, es ist nicht gewesen. Ja, jetzt lassen wir reingehen in dem. Ja, der Rab Geskelando, was ist bewusst mit Nummern für sein Sefer Neuter Behuda, ist gewesen der größte, hat geheißen der größte Ruf in Poisek in jener Zeit in die 1770s, 1780s, 1790s. Und du hast ein Bild, du kannst sehen, was ich weiß jetzt? Ja. Okay, das ist ein Bild, was ist herausgekommen, wenn der neue Behuda ist gestorben, in 1793. Das ist ein Bild, wo sieht man auf dem Bild? Wie der neue Behuda kommt darauf auf jene Welt, und trifft sich mit Moshe Mendelssohn, his opponent. Und geht a Kisch, nimmt a Riemen, geht a Kisch für Moshe Mendelssohn. Auf der rechten Seite ist Moshe Mendelssohn, auf der linken Seite ist der neue Bruder, was gewesen sehr heucher, gewesen mit der Kopf höher wie andere Menschen. Euch hat in Besachayim, sucht man in Besachwures, sucht man sein Kever ist größer wie die andere Quorum. In Arim dem Hecher dem Bild ist du a Pusik von Bereshis, von dem Mais, wie sie geschildert, wie Moshe mit den Haaren, die zwei Brüder treffen sich. Und ist gesagt, weil Gescheu Bahar ha Elokim,
vayishak loy. Hat ihm begegnet auf Gottes Berg und hat ihm gekischt. Der Pusik ist geschrieben, hecher dem Bild, man sieht das nicht in dem Copy, hecher dem Bild wie der neue Behude, wie Reb Cheskelando, der größte Ruf von dem Dor, trefft sich mit Moshe Mendelssohn auf jener Welt in 1793. Mendelssohn ist gestorben ein paar Jahre früher in 1786 und nimmt ihn Marim und kischt ihn. In die Poeme, der Bild ist in Unab von einer Poeme, hebräische Poeme, wo es schildert die Dialog, wo es geht in Olam Emes, auf jener Welt, zwischen Reb Cheskelando, der Rav von Prag, und Moshe Mendelssohn. Und dort sagt es, als Reb Cheskelando sagt sie Mendelssohn, du in Olam Emes, wie sind du alle die Narunim und Tipschim und Politikanten, in keiner nicht du kann the cancel culture, nicht du kann ich dir sagen dem MS und du kann ich ausdrücken mein Liebschaft zu dir. Ist was ist interessant, siehst du a Meise zwischen Neudi Behuda und Mendelssohn und dem Bio, wo es ist zensuriert bis heutigen Tag bei Chassidim. Das ist eine Meise, was der Neudi Behudes Sohn hat geschrieben in Jahr 1810, 1810, wie der Neudi Behudes Sohn hat geschrieben wegen seiner Tatensbeziehung zu Mendelssohn und der Bio. Und was schreibt dort, ist punktverkehrt, wie was die charedische Welt sucht heint, wegen der Beziehung von Neudi Behude zu Mendelssohn und zu der Bio. Und das ist eine zu deiner Scheile wegen der Cherem. Ist rausgekommen nach Cherem gegen den Bio von Mendelssohn oder nicht? Wenn die gehst da rein viele in die Enzyklopädie Ivrit, ja, was ist ein säkuläres Buch. In der Enzyklopädie Ivrit sagen sie, dass der Neudi Behude hat rausgegeben nach Cherem gegen Mendelssohns Bio. Auch in Wikipedia, ja. In das ist Tues. Das ist ein Greis. Nicht mamisch so. Aber wenn du gehst da rein in eine charedische Yeshiva und du fragst die Buchrim, wer hat gepasselt Mendelssohn? Wer hat gepasselt Mendelssohn und Vizel? Wer hat rausgegeben Cherem gegen den Bio? Der erste Antwort wird sein, der Neudi Behude. Okay? Now, was der Neudi Behudes Sohn schreibt in die zensurierte Biografie, sagt pinkt verkehrt. Sagt in Tovkuf Lametes in 1779, 1779, wenn Mendelssohn hat umgegeben zu drucken sein Bio, mit dem Targum Ashkenazi, mit der deutschen Übersetzung, sagt dass sie gewähnt, ein purer Bunim, was hat sie sehr gestört, ist gewollt, herausgemacht gegen den Bio. Aber sie haben gewollt, die Stütze von dem Prager Rav, Cheskelando, sein Tat, gewollt Prager Ravs Stütze, sie haben nicht gewollt, herausgemacht und die Stütze von dem Prager Rav. Haben sie geschrieben, Briefen, zum Neudi Behude, sie unflammen, Be'esh Kanaut, mit Feier von Kanoes, sie unflammen, gegen dem Projekt von Mendelssohn, speziell wegen der deutschen Übersetzung, und soll sich mit Starf sein zu sehr Cherem. Was sie gewähnt der Neudi Behudes Response? Leute Edus von seinem Sohn, von seinem ältesten Sohn, Rabbi Yankov Gelando, was ist allein gewesen a Ruf in ein Gewirr in Brod. Sucht, als der Neudi Behude hat sie geantwortet mit Briefen, mit einem Brief, wie sucht sie, let him alone. Ich sehe gar nicht kein Problem in einem Targum Ashkenazi, ich sehe nicht kein Problem in Mendelssohns Projekt, get off his back. Stay. And Leudem Sohns Edus
nicht nur, als der neue Bio dort nicht herausgegeben kann, Cherem gegen den Bio, noch Punkt verkehrt. Der Cherem von anderen Rabbunim ist kein und nicht herausgekommen zu lieb dem neuen Bio. Sucht Versteh? wer? Sucht nicht kann nehmen. Ja. Sucht nicht kann nehmen. Man weiß aber von anderen Mekoires, lמשל weiß man, als der Hamburger Ruf, aber voll Hamburger, bevor der Koyen, du ein Bild von ihm, ein Painting, ist du Mekoires, als hat geplant, herauszugeben, Cherem. In Mendelssohns Briefen allein ist du Retzach wegen die Sache. Bescheid. Mir versteht dort, das Problem ist gewesen mit der Deutsch, weil ich weiß, dass ich Rabbunim später die Gejuren sind auch in Kegnem, also probiert da reinbringen Deutsch. Es ist Deutsch mit Yiddish ist, aber mir sagt, das ja bessere Deutsch, für was die Yiddish ist gerät geworden. Oh, es ist nicht nur ein besserer Deutsch. Sie geschrieben auf sehr hohen Deutsch. Hohen Deutsch, ja. Ja. Das eigentlich, sucht verwusst, was sie gewinnt der Sieber dort? Der Deutsche gewinnt das Problem oder die Sachen, was schreibt in der Bier, ist nicht gewinnt geht? It's complicated. Sie gewinnt Rabbunim, mehrste Rabbunim ist gewinnt der Problem wegen der deutschen Übersetzung. Für Achelik ist gewinnt der Problem von heute Behude, der einzige Problem ist gewinnt der deutsche Übersetzung. Für andere Rabbunim ist gewesen mehr Problem der Inhalt in der Content und die so ist lמשל man weiß lמשל hat der Frankfurter Ruf Rapichas Horowitz hat euch gehabt ein Problem mit dem Projekt, okay? Aber was ist interessant, als die Rabbunim sind Tag nicht herausgekommen beschatoi sie liebten heute Behude in 1779, ja? Aber בערך 2-3 Jahre später, wenn die Skandal von Divrei Shulam Wa'emes und Vizel hat explodiert, damals hat Machelik von der Frankfurter Ruf gegeben eine Drusche und geschrieben einen Brief, wie gibt schon ein ganzer Kass auf dem ganzen Bioprojekt. Hat alles. Weil in Divrei Shulam Wa'emes redet sich euch wegen dem Bio und dem Targum Ashkenazi Projekt. Es ist alles gewesen, geknippt in Gebinden. Ist, wie sie guckt euch, als der Minute, wo die Pandora-Box hat sich geöffnet, hat ein Teil von den Rabbonim herausgekommen mit Attackes, wo sie haben sich aufgehalten bis jetzt. Fin Tovkuf Lamet Ches, Fin Tovkuf Lamet Tes, bis Tovkuf Membeis בערך 3-4 Jahre, haben sie sich aufgehalten, aber der Frankfurter Ruf, lמשל Rapichas Horowitz, ist damals herausgekommen, Tovkuf Membeis 1782, ist herausgekommen mit der Full Attacke gegen dem, nicht nur gegen Divrei Shulam Wa'emes, nur gegen dem ganzen Projekt. Rief das Divrei Shov, und lechoire Divrei Shov, lechoire se fällt die Apostrophes, weil Divrei Shov can be a wordplay, because Divrei Shov in Hebräisch, Divrei Shov can be two things. It can be the acronym of Divrei Shulam Wa'emes, Der Rosh Tevis, Divrei Shin Vav Aleph, but it can euch sein Divrei Shov, what means falsche Rede. Aber was guckt euch, als in dem gedruckten Brief, sind nicht keine Apostrophes, aber sie kann sein, dass es ein Kreis, es darf sein Apostrophes und der Frankfurt Ruf hat gewollt machen ein Playword hier, wie will sagen, von einer Seite, will Rama sein zu Divrei Shulam Wa'emes und euch hat öfter zu Divrei Shov, also die Divrei Shulam Wa'emes ist falsche Rede, aber attackiert dort nicht nur die Pamphlet von Vizel, nur euch das ganze Projekt von dem Bio. Und es ist gewesen, später ist gewesen ein Ruf in Frankfurt, Mordechai Horowitz, wo es hat herausgegeben, ein fremder Ruf, wo es hat herausgegeben ein Buch auf die Frankfurter Rabbunim. Und in dem Buch teilt als für die Drusche von dem Frankfurter Ruf, guckt euch, dass sein Problem ist nicht, dass ich stark die deutsche Übersetzung, nicht, dass ich stark die Deutsch, aber sein Problem ist mehr auf die Teuchen, die Inhalt. Und die ganze, ja, man sieht, dass es durch verschiedene Richtungen, weil wenn du siehst, der neue Behudas Briefen in sein, was geschrieben in seinem Kommentar auf Talmud in andere Plätze,
sieht man, als hat nicht gehabt, בכלל kein Problem mit dem Bio, mit dem Teuchen von dem Bio. Sein Problem ist nur gewesen die Deutsch, die Hochdeutsch. Das ist gewesen sein Problem. So, du sagst, dass zitiert das auch mal von der Bier? Nein, der neue Bruder zitiert nicht von dem Bio. Seine neue Bruders Chaverim und Talmidim zitieren später von dem Bio. Aber der neue Bruder ist okay. Was interessant, wenn es kommt zur neue Bruder, ist gewesen beerdig ein Minimum auf drei Madreges in seiner Beziehung zu Mendelssohn in Vizel und zu der Bio, ist gewesen Minimum 3 Schlavim, drei Perioden. Ja? Und eben hat sehr stark respektiert Vizel und hat sich pasmaket mit seinen Chiburim. Noch fahren Bio. Weil Vizel geschrieben Chiburim auf wegen Tayag Mitzvahs, wegen Yiddishkeit, wegen Tanach, wegen Sefer Amidas? Sefer Amidas gewinnt später. Aber heute hat geschrieben Levonen Gan Nol, hat herausgegeben 2 Bänder Levonen Gan Nol, und nach dem Jen Levonen ist der größte Perush auf Pirkei Oves, und nach dem hat herausgegeben Vizel ist auch gewinnt der Erste, was hat ungeheben überzusetzen, die apokryphe Bücher, die biblische Apokryphe, Siluschen Kodesh. Weisel gewinnt der Erste, wenn hat übergesetzt Chochmas Schleume, The Wisdom of Solomon. Ich meine, in Englisch ist es euch öfter geriefen, The Wisdom of Solomon, Chochmas Schleume. Weisel hat es übergesetzt auf Hebräisch und euch hat geschrieben einen ganzen Perush zu dem Chibur, so das ist Ruachein, Chochmas Schleume Ruachein. Und das ist alles gewesen noch vor dem Skandal. Noch ein Skandal, in dem Schulen bei MS, und nachdem, wo die Italiener Rabbonim haben sich ungenommen von Vizel, ist damals mehr weniger ist geworden still. Die Vizel hat meiste gewinnen. Beschaut in die 80er Jahren, in die 1780er Jahren, Vizel hat gewinnen in die End, weil verschiedene Richtungen. Eine von den Richtungen ist gekommen von den Italiener Rabbonim, wo es Sache Italiener Rabbonim haben geschrieben, Psokim, wie sagt man Psokim, Piskei-Din, Ja. zu machen Scholem zwischen die Kanoim, also wie der neue Bruder der Vilna Gaon und der Poisnerov und der Liserov, und zu machen Scholem zwischen sie von einer Seite und Mendelssohn und Vizel von der anderen Seite. Und sie teilen als Mendelssohn und Vizel seinen Geonim und Tzadikim. Und sie teilen als beide Seiten, sie geben Respekt zu beide Seiten, sei zu der Rabbonim, sei zu die Manhigim von die neue Manhigim von der Skole. Und Vizel und Mendelssohn haben damals gewinnen. Verwusst Mendelssohn ist heint in der charedische Welt treif, hat mehr zu tun mit später. In 1865, 1864, der Levo Ivri ist gewesen der Erste, was ist gekommen, bei die Attacke gegen Mendelssohn. Levo Ivri ist Levo Ivri, Bakivi Yosef Schlesinger. Beide Bakivi Yosef Schlesinger ist gewesen sehr komplizierter Mensch. Akademiker, Historiker hat gesucht auf ihm, als Bakivi Yosef Schlesinger ist der Seide von Naturikarte und der Seide von Zioines all in the same person. Der Seide von Naturikarte und der Seide von Zionism. Believe it or not. Gewesen sehr ein komplizierter Mensch und ein moderner Mensch. In seiner Zeit hat er ihn beworfen mit Steiner, hat ihn durchgeschrieben, Schigener, seine eigene Charedim. In Jerusalem, in anderen Plätzen. Aber heint kann man nicht reden, darf man Acht geben, wenn man redet wegen Bakivi Yosef Schlesinger, wegen lמשל acharedische Rosh Yeshiva in Jerusalem, hat wie gesagt, man darf Acht geben, wenn man redet wegen Schlesinger, weil halb Jerusalem heint seine Ähnlichkeit. Hat Sachkinder,
in die größere Rabbunim haben sich Mashader gewesen mit ihm und sei Misnagdische, sei Chabadske Rabbunim, also wie Rabbi Yosef Chaim Sonnefeld, dieselbe Rabbi Yosef Chaim Sonnefeld, was hat Leuchim gewesen, Gegenschlesinger, hat sich später Mashader gewesen mit ihm, oder die Kinder haben sich Mashader gewesen, und ja, ist der Levo Ivri ist gewesen der erste, wo es ist gekommen mit der 80 Jahren nach Mendelssohns Tod, und beneit die Attacke gegen Mendelssohn und gegen Weisel euch ein bisschen. Später ist gekommen in die moderne Welt, ist gekommen Peretz Molenskin, wo sie gewesen öfter der erste, Peretz Molenskin ist der erste Journalist, der erste zionistische Journalist. Er ist der erste Maskil, der hebräische Maskil, was hat geschrieben, was hat getäuscht in Richtung von Haskole zu Leumiyut, zu jiddischen Nationalismus. Ja. Oder Zionis. Und Peretz Molensky, nicht zu sein vermischt mit Jud Lamed Peretz. Peretz Molensky ist gewesen OTD, also aufgewachsen, orthodoxisch, später als Bucher ist gewesen in Chabad, mit dem sehr Mechabed gewesen in Chabad, beim dritten Rebben von Chabad, und es geworden dort ein Häuser, und es geworden ein Baltschuwe, aber ein paar Jahre später hat ugelost die Frumkeit und hat geschrieben Novellen, wie attackiert sehr stark die chassidische Welt und Chabad-Welt auf der Periode. Ruft Lubavitch, es ist ein Roman von 3 Bänder, wo sie gewinnt damals sehr populär, so hat geheißen Hatoye Bedarkei Achaim. Und wenn redet wegen Lubavitch, anstatt sie schreiben Lubavitch, ruft sie als uns Sevua El. Sevua El is like a wordplay. Es ist ein Wortspiel, weil Sevua El hat die Oisies von Lubavitch in Hebräisch, aber sie euch sagt Sevua El, what means hypocrisy. So ruft die Stutt auf Lubavitch und die ganze Sache rief als Sevua El in sein Roman. Aber derselbe Peretz Molensky, hat herausgegeben die hebräische Journal, was hat geheißen nach Schachar. Gestorben jung, und ist gewesen der erste, wo sie da rausgekommen mit einer scharfen Attacke, gewesen der erste in die moderne jiddische Welt, wo sie da rausgekommen mit einer scharfen Attacke gegen Moshe Mendelssohn. Und fin damals, und das ist lechoire de Sibbe. Ein Kriegen? Wenn es gewesen in Chabad. Das heißt, wenn Nein. Gut nicht, hat hat es, die kannst du sagen, als ein Attacker gegen Mendelssohn ist gewesen, muschbar ein bisschen von sein Tkufe in Chabad, aber ist schon damals gewesen an Apikoires, wenn hat geschrieben dem Artikel. Ich meine, dass die Artikel hat geheißen Eislin Toya, Etlin Toya, und der ältere Maskil, Wumber Gottlober, wo sie gewesen sein Schutev, was gewesen ein Kollege mit Smolensky, und gearbeitet mit ihm zusammen, ein paar Jahre früher, hat geschrieben einen Artikel, aufzueinführen, Smolensky, und sein Artikel hat geheißen Eis Lakor Natur. Das ist Etla Tat, Etla Lakor Natur, aber das ist die Opposites, kommt von Helles, meine ich. Du meinst, dass die frieme Welt ist geworden Mischpa von dem, als jetzt der Cherem ist auch gegen Mendelssohn stärker, noch wenn Peretz hat das geschrieben? Ich weiß nicht, wie viel die frieme Welt ist geworden Mischpa von Smolensky, aber die Gedanken, was Smolensky schreibt gegen Mendelssohn, hat sicher gehabt eine Spur auf die frieme Welt euch, weil die spätere Orthodoxen oder Charedim, was schreiben gegen Mendelssohn, nützen euch Smolenskins Argumenten und Smolenskins Rhetorik gegen Mendelssohn. Die Rabbunim haben nicht genutzt. Ja. Führ mir zu der einzigen Zeit. Was ist eins mit der Cherem entgegen? Ich weiß, dass du das Gärzit in 2004 gewesen hast. Da zahlen wir ein bisschen wegen dem. Okay, was tut sich heint, ja, ist das sehr interessant, die Zensur und die Drama, was kommt vor in den letzten 10 Jahren,
speziell von die 90er Jahren, 93, mit deinem Chavers Artikel in Yisrael Nussen Heschel, in der Karliner Magazin, nachdem in 2002 und später, ist geworden ein frischer Skandal und Drama in der charedischen Welt, nicht legabe Mendelssohn, weil Mendelssohn is completely puzzle for not for everyone, but for most mainstream Haredi, Mendelssohn. Letztens hebt sich schon und sie täuschen euch, aber es euch allemal achillig zwischen Haredi und Modern Orthodoxie. Du darfst mir sehr achten geben, weil in Modern Orthodoxie, for most of the time, sei Mendelssohn und sei Weisel seine gewähnt Kusher in Tzadikim. Ja, wenn es gibt sich Haredim, ist Mendelssohn ist für eine lange Zeit ist schon Mendelssohn in ganzen off-limits. In Heint in der haredische Welt, viele Weisel ist considered off-limits for in mainstream Haredi system. Aber es geschehen ein Drama, was halt noch im Mitten. Drama halt noch im Mitten, weil in den 2000s ist gewesen ein Drama wie Rabbunim sind herausgekommen in Eretz Yisrael. Rabbunim, charedische Gedolim sind herausgekommen mit frischen Chassimes. Für die erste Mal in der Historie. Mit der Cherama gegen Weisel. Die erste Mal in der Historie. Es käme nicht gewesen. Since 1782. Right? Since 1782 bis 2002. Es käme nicht. Aber damit ist ja gewesen. Bis Jahr ist dann Cägän und geimpft, es ist geworden eine ganze Sache mit der Rabbunim in Italien. Ja, aber sind sie geworden Kusher in die 1780s. In the 1780s, wenn Weisel geworden Kusher, Weisel in Mendelssohn beide sind geworden Kusher at the time. In Finn damals ist sei Mendelssohn, sei Weisel, aber Weisel a viel mehr wie Mendelssohn. Weisel ist geworden eine Klassik in der rabbinischen Welt verhinderter Jung. Speziell in Deutschland, in Litauen, in Ungarn, in die größte Kanuim, almost every one of them, als solche Kanuim wie Rabschualeb Diskin, lמשל. Und die Talmid Achsam Sofer und Bakiwe Eger und andere, die größte Kanuim haben gelehnt Weisel, zitiert Weisel, im Mamlitz gewähnt zu lernen Weisels Sfurim. Sie seine Ashkofes Sfurim, seine Tanachische Sfurim, sie sein Biur auf Vayikra, Leviticus, aber since in the 2000s ist für der erste Mal noch 220 Jahre בערך, sind herausgekommen charedische Gedolim, was wissen nicht Kasach, was haben nicht gewiss Kasach zu suchen wegen der ganzen Parsche, sind herausgekommen mit frischer Chassimes, frischer Cherem, gegen Weisel, sie suchen als seine Sfurim tun wir nicht lehnen, mit russisch verkaufen, mit russisch trinken, mit etwas verbrennen, Käufer beteuren, also weiter. Und verwusste das heraus? Man hat probiert dritt in seine Bücher noch einmal? Ja, was ist du a Talmud Chochem, was hat geheißen Rab Moshe Zuriel, was ist gewesen a Pesach al Shtei Asiipim, sei a Haredi und sei a Zioni. Sei a Haredi, it was kind of a Haredi Leumi. Aber hat gewohnt in Bnei Brak, gewohnt zwischen den Haredim. Und ist gewesen am Chaber, was hat herausgegeben, Unashir Sfurim, sagt, mehrste für seine Sfurim sind Likutim von Gedolim. Oitzreus Hagro, Oitzreus Rav Kuk, Oitzreus Reb Shamshor Vol Hirsch, Oitzreus Ramchal, Likutim von Baviste Gedolim, Leut Mesuder, Leut Neusim, Leut in Yonim, Topics, Themes. Und ich bin ein größer Talmud Chochem, Rab Moshe Zuriel, nifte geworden bei als 2 Jahre zurück. Und hat angehört, eben zu drucken, Weisels Reburim. Frische Madures von Weisels Reburim. Und ist gewesen ein Belzer Chussid in Bnei Brak, wo es ist rein in eine starke Feier. Sehr stark, brennt gegen Weisel. Und ist gegangen zu charedische Gedolim,
und in Eretz Yisrael. Paar Jahren, במשך הפוריו, צמצמנו חסימס צחסמenen auf Acherem gegen Weisen. Achelig von der Rabbonim haben nicht Maskim gewinnt zu Chasmenen, wie למשל Rav Steinman hat nicht gechasmet, Rav Eliashiv hat nicht gechasmet. In Achelig von der Rabbonim hat למשל Leute, was ich gehört von allein, als Rav Fischer von der Eda Charedis, hat mir allein erzählt, als es hat ihm gedauert 2 Wochen, sie arbeiten auf Rav Fischer, also Maskim sein zu Chasmenen auf dem Cherem. En das ist schon von der Eda Charedis. Aber eine Sache von die Gedolim haben nicht gewiss, kann ich sagen, und sie haben gechasmet. Ein paar Jahre später ist gewesen eine Gruppe von Chutzloretz, wo sie gegangen zu dieselben Rabbonim, Rab Chaim Kaniewski, Rav Lefkowitz, Rab Shmuel Auerbach und Rav Nissim Karelitz und andere, und sie gewissen, als man sie ausgenarrt. Sie gewissen, als der Belze Chussit hat sie ausgenarrt, weil man sie erzählt, man erzählt ein Schlaf, ein Periode von der Drame mit Weisel, aber man hat ausgelost die nächste Periode. Man hat ausgelost die Periode, wie später, wie der Rabbonim, wie Weisel geworden zurück etabliert, geworden zurück Kusher, nicht nur in der rabbinischen Welt für die letzten 200 Jahre, nur auch viele bei dieselben Gedolim, wo sie nach Hause kommen gegen ein Becher und Bachanis, wie למשל der Wilne Guen in der Neue Behude und in Liese und Frankfurt, die alle, es ist evidence to prove that dieselbe Gedolim, wo sie nach Hause kommen gegen Weisel, Becher und Bachanis in 1782, mit ein paar Jahre später ist Weisel in Weisels Furim geworden zurück Kusher, Weisel in Mendelssohn, a viele bei dieselbe Gedolim. Das ist ein größer Chiddush, was a viele die Akademiker wissen noch nicht davon. So, wie beweist sich es? Beweist sich es mit dem, was sie explizieren sei, sie geben was Kummes? Okay, ist Lemuschel eine von die Beweisen ist Lemuschel, der Biografie, wo der neue Bühne Sohn hat geschrieben, in 1810, in 1810, wo das ist schon gewesen mit der 17 Jahren noch der Petire von seinen Taten. Und hat geschrieben, in gedruckt, was das viele gedruckt beschattet. Und wenn die fragen, ob es ist gedruckt, wie soll kennen die charedische Historiker heint, since the letzte 100 Jahre, wie soll können sie verlegen, die Meise, ob es ist gedruckt? Die Antwort ist sehr interessant, wieso das hat sich ausgestellt. Die Charedim teilen, als die Meise ist wie sagt man, ist a fraud. Wie sagt man, a falsche Meise. Ja. Ist nicht authentisch. Der Meise, als man geschickt, Briefen zieht. Die ganze Meise, was der neue Sohn hat geschrieben, in 1810, okay, die charedische Historiker später sind gekommen, since die Zeit von der Ersten Welt begonnen, sind sie in 1910s, 1913, in sie pur Campbellhaar ist gewesen, was sie reden wegen dem, so pur was reden wegen dem, und sie haben geteilt, als es Lahadam, das ist eine falsche, es ist nicht authentisch, der neue Sohn hat das keinmal nicht geschrieben. Das ist ein Maskil, hat das geschrieben, und es war aufgepackt auf der neue Sohn und auf neue mit seinem Sohn. Okay? Jetzt, wie soll man überzeugen, bei der größten Gerede, der größte Kanuim, das ist authentisch. Der einzigste Weg ist, wenn wir hat, ob wir wird gehabt, die Handschrift, die Manuskript Handschrift von 1810 von Rabbi Yaakov Kelando. Ist jetzt die $1 Million Scheile, hat man die Manuskript oder nicht? Und der Antwort ist, ja und nein. Der Manuskript existiert heint, aber die Chassidim halten a Blockage.
auf die zwei halbe Blätter, was enthält die kontroversiale Meise, ist blockiert. Dus lמשל, in Hebrew University of Jerusalem, they in Universiteit Ivrit, sie haben eine Kopie von dem ganzen Biografie, was der neue Bruder, die ganzen Manuskript, was ist eine Biografie bei Etzem, was der neue Bruder Sohn hat geschrieben wegen seinen Taten, in 1810. Aber zwei halbe Blätter ist ausgemerkt in dem Kopie, was in Sefria Leumit. Sie du halt eine Gruppe, was sie haben geschafft, sie sind gelungen zu schaffen, dem behaltenen Meise, was in 5 Manuskript, was auch viele des Sefria Ivrit hat nicht. Und sie planieren, das herauszugeben für die erste Mal in der Historie, einmal für alle Mal, zu weisen für die ganze charedische Welt, die authentische Manuskript von Rabbi Yaakov Kelando, und jetzt wird keiner nicht kennen suchen, Kashim charedische Kanui wird nicht kennen suchen, als das ist falsch. Das meint, lass mal, mir geht schon ziehen, dicken, lass mal nicht verstehen das Bild, den verrecht mir, ob ich so etwas nicht richtig. Sie sind gewähnt, frieme Jeden, was haben geschrieben, frieme Sachen. Ein Teil von seinen Sachen, sie haben gerettet auch wegen der Schule. Ja, aber man darf sein gelernt, man darf lernen auch andere Sachen. Jetzt, gewisse Sachen haben nicht ausgefällt bei Teil von der Rabbonim, und sie haben ausgegeben nach Cherem. Ich verstehe, der erste Cherem ist gewesen in 1782, ja, ein bisschen vor dem Öfter. Es ist euch der Scheile, sie wir kennen uns riefen Cherem oder nicht, weil Cherem hat verschiedene, wenn man sucht Cherem, ob der Rest von Cherem mit Chassimes und suchen, der Mensch ist in Cherem, das ist keinmal nicht gewesen, nicht auf Mendelssohn, nicht auf Vizel. Aber ob man redet von Briefen, wo suchen, als Vizel ist Käufer bei Teure, in wir tun schon Kascheiches mit ihm, man soll nicht lehnen seine Geburen und so weiter, das ist definitiv gewesen. In Rabbinik Literatur von der Zeit ist du eine Sache, was riefen es so Mishpat HaCherem. Ob du willst, kann man das anriefen. Andere haben es geriefen Rasch. Lמשל der Chassam Sofer, wenn der Mann der Parsche in einem Brief, in einem privaten Brief, rief daraus Rasch shel Sifrei Ramat Venahav. What means Harash shel Sifrei Reb Moshe Dessov und Naftali Hirtz Vizel. Was meint die größte Rasch, der größte Skandal, was sie gewähnt mit dem Sfurim auf Mendelssohn und Vizel. Ist das geschehen? Und später die Gejuren, sie haben sich probiert verändern, ja, Vizel hat sich probiert verändern, oder bringt der Rabbunim von Italien zu helfen und so weiter. Und noch später, mit der Dor später, 2-3 Dore später, hat sich umgehend der Cherem noch einmal, ja, mit der Level Ivri, wie die das da machen. Das ist gekommen, ja, der Chassam Sofer allein hat gehabt Probleme mit Mendelssohn und ein bisschen mit Vizel, aber nicht bezibel. Das meint, viele in Chassam Sofers Yeshiva, in sein Schiel, hat man genitzt Mendelssohns Sfurim, Visels Sfurim, man genitzt dem Bio, man genitzt dem Targum Ashkenazi, dem deutschen Übersetzung. Der Chassam Sofer hat nur gesucht für seine nunte Talmidim, hat gewiss, dass allein nitzt nicht dem Bio. Aber ist keinmal nicht herausgekommen mit einem Isser, okay. Was der Level Ivri hat getan, in Tofresh Chafei in 1864, wird das gewesen mit 24 Jahren noch die Ptire von Chassam Sofer. Chassam Sofer ist verrechnet wie der Futter von orthodoxischen Judentum. Und dem Charedim verrechnen dem Chassam Sofer für der Futter von Charedism. And believe it or not, in Satmar wird der Chassam Sofer verrechnet wie der Futter von Satmarism. Okay? So everybody claimed the Chassam Sofer. Und der Level Ivri ist gekommen mit 24 Jahren noch ein Chassam Sofer. Und laut Professor Michael Silver, der Level Ivri ist beätzem der Meyasset von Charedism. Mit seinen Menschen, was haben ihm geholfen, Rabbi Kolameyer, Reb Chaim Sofer von Ungvar, Rabbi Kolameyer gewesen sein Schwer und sein Schwager.
sie haben mejasset gewesen Charetism. Okay? Und er ist gewesen der Erste in Level Ivri zu sagen, oh, Mendelssohn ist ein Bekeure, ist ein Rusche. Was ist interessant, als viele beim Level Ivri ist euch gewesen eine Evolution. Ist lמשל, der Chassam Sofer hat geschrieben sein Savoy. Chassam Sofer geschrieben sein Savoy, was man nur geöffnet nach sein Tod. Hat geschrieben sein Savoy, hat geschrieben Agram, und בספרי רמד, אל תשלחו יד, עול מעד, אז רגלך לא יימד. Das ist ein Gramm von 4 Schires, 4 Versen, wo sagt, nützt nicht das Forum von Mendelssohn, בספרי רמד אל תשלחו יד, עול מעד, forever and ever, אז רגלך לא יימד. דמולט, wird dein Fuß sich nicht ausglitschen. Okay? Jetzt, wo ist geschehen, die Zavoe hat man aufgelehnt, beschaß die Levaya von Chassam Sofer in 1839. Jetzt ist, efter heint, dass viele die, ich meine, der Chassam Sofers Jahrzeit ist, dachte ich, Chof Hei Tishre, ist es heint? Oder eine von die Zäge ist Chof Hei Tishre, Tov Reish, wenn der Chassam Sofer ist, niftig geworden. Wird sein, in seinem jetzt Tovshin Pei Hei, ich tue sie gewähnen mit 100, jetzt ist 185 Anniversary of Ptire von Chassam Sofer und der Savoy. Hat man aufgelehnt, und jetzt ist geworden eine Scheile, sehr eine Sache von der orthodoxische Welt, was am Maritz gewähnt, der Chassam Sofer, und auch viele Heilig von seinen eigenen Nonte-Menschen haben sich geschämt, als der Chassam Sofer attackiert Mendelssohn. Haben sie gesagt, haben sie geteinet, es meint nicht Mendelssohn. Sifrei Ramad meint nicht Mendelssohn. Es meint Sifrei Chemet. Sie haben geteinet, es ist nicht kein Reish Mem Dalet, es ist Chetz Mem Dalet. Sifrei Chemet al Tishluch Yad. Was meint Sifrei Chemet? Romanen. Erotic Literature. Der Chassam Sofer sagt sein Zavue, ihr sollt nicht lehnen kann erotische Literatur. Besifrei Chemet al Tishluch Yad ol Meyad. Jetzt ist die Scheile, was geht vor? Ist das ein Reish oder ein Ches? Ist das Mendelssohn oder ist das Romanen? Believe it or not, das ist ein Machloikes, was geht on, hat sich angeheben Tov Reish mit 185 Jahren zurück, es ist noch nicht im Ganzen gelesen bis heint. A viele noch dem, was man hat heint, a Kopie von der Chassam Sofers Manuskript, man hat a Kopie von der Chassam Sofers Savoy in sein eigene Handschrift, and guess what it says there? Is it a Reish oder a Ches? Eli, give a guess. No. Es ist a Ches. Es ist a Ches. A Ches. Es ist besifrei Chemet al Tishluch Yad. No, aber so ist klar. Chemet meint Romanen. Aber es ist noch als du als Sache, viele Akademiker heint, lמשל Professor Leiman, was halt, als vieles steht Chemet, meint aber Mendelssohn. Chaver Moshe de Soyer, was kann es meinen? Sie du als Sache versuchen, dass sie können machen, Chocha Moshe Deso. Ja. Ich allein, ich bin nicht klar in dem. Was ich kann sagen, klar ist, sie du in der Yeshiva-Welt weiß man, als sie da Pshat und Drash. Ja, jeder eine weiß, was meint Pshat und Drash. Pshat is the literal meaning of a text, was der Mechaber hat geschrieben, hat getracht von dem, und jeder einer, das hat gewollt, das gewinnt sein Kavunem mit dem Schreiben. Noch mal du Drash, wie man geht, Interpretaties, was der Mechaber hat nicht gemeint, oder hat nicht gewusst, oder nicht, dass sie gewinnt sein Kavunem. Ja? Ich sage, das ist ein Chiluk zwischen Pshat und Drash. Wenn sie kommt zu Chassam Sofers Savoy, ist es Sifrei Ramad, meint es Sifrei Mendelssohn, oder meint es Sifrei Chemet Romanen? Is was mir kickt aus von alle die research that I saw for many years, als oi beret von zwei Sachen. Zwei Scheiles ist. Was ist der Pshat
okay, von dem Line. Der zweite Scheile ist, sie da was trachten, hat der Chassam Sofer allein, hat sich Keilu Arim gespielt, mit die Zavoe. Weil der Chassam Sofer hat angeheben zu schreiben sein Zavoe in Tovkov Tzadik Zion, about 1837, okay? Und er hat geschrieben die Zavoe mehr wie einmal, so du mehr wie ein Date in die Zavoe, hat später zugelegt Sachen, ist das gewesen zwischen 1837 and 1839, October 1839, when he passed away, right? Is du a solche Menschen versuchen, hat der Samsofer allein hat sich Harim gespielt. Das heißt, lekatchile hat gewollt schreiben Sifrei Ramad. Oder hat geschrieben Sifrei Ramad. Was meint Mendelssohn? Später hat gefühlt, als kann nicht schreiben so scharf, weil alle seine Chaverim und Kollegen, also wie Rabbi Akiva Eiger, sein eigener Schwer, hat lieb Mendelssohns Bio. Wie kann sagen, seine eigenen Kollegen haben gegeben als Kommes, wenn man übergedrückt Mendelssohns Bio. Rabbi Akiva Eiger, Mordechai Banet und andere, die größte Kanoim und Chaverim und Kollegen und Mischpoche von Chassam Sofer, haben nicht nur zitiert Mendelssohns Bio, nicht nur genutzt Mendelssohns Bio, noch gegeben Haskommes in Druck. Rabbi Akiva Eiger hat gegeben die Haskomme in Tovkuf Tzadik Beis. Tovkuf Tzadik Beis, das ist derselbe Decade. The same decade, der Chassam Sofer hat geschrieben, sein Zavoe Besifrei Ramad al Tishluch Yad. Und Rabbi Akiva Eiger in derselben Jahren, wenn der Chassam Sofer hat geschrieben, in sein Zavoe Besifrei Ramad al Tishluch Yad, das ist derselbe Jahren, wo der Rabbi Akiva Eiger und Mordechai Banet und auch andere haben geschrieben Haskommes von Mendelssohns Bio. Richtig? Ist von dem sagen andere, als der Chassam Sofer hat sich gespielt, wie man sagt, ein bisschen nach Verlegenheit, hat sich allein nach ihm gespielt, geschrieben Sifrei Chemed anstatt der Reish, oder getäuscht dem Reish für Aches, wenn man schreibt der Reish und man legt sie da noch a stroke of ink, kann man machen von der Reish Aches, ist mit die Pschätlach, ich weiß nicht, öfter ist das gewesen also, ja, bei einer Sache ist sicher, wenn man geht mit dem Pusherten Pschat, Leute, was steht in die Manuskript, das meint nicht Mendelssohn. Aber wenn man geht mit Midrash, mit Pschetlach, oder wenn man sagt, dass der Chassam Sofer allein hat sich gewollt Arim spielen und ist gewesen ambiguous about it, der muss kann man sagen, als meint Mendelssohn. Ich meine, dass wir müssen schließen, was schon arrive der Zeit, aber es ist auch eine Frage, es ist schon geschickt, auch die Schmissgäste bei mir, noch ich sehe von der Eulem, und auch ich verlassen auf ein bisschen Fragen nach Scheile oder zwei. Es geht, lassen wir sich wenden, die Frage ist, was man geschickt. Einer hat mich gefragt, privat, wo ist trachten der Lubavitchers von Mendelssohn in jetzige Zeiten? Wo ist trachten, ich weiß, der letzte Rebbe hat gerettet, etwas wegen dem. Das ist sehr eine gute Scheile. Das ist sehr interessant. Sie tun eine ganze Perik, was man geschrieben wegen der Beziehung, noch nicht in Druck. Ich habe eine ganze Perik wegen der Beziehung von Chabad zu Mendelssohn und Vizel. Und beätzem, in der letzten Deures, speziell sinds Rabbi Yosef Yitzchak Schneerson, der 6. Rebbe von Chabad, Mendelssohn und Vizel sind verrechnet Puzzle und die Seite von der Yetzirah, von der Sotten, ja. A viele weiß, als sind fromm, aber doch ist die Seite von dem Sotten. Was interessant aber ist, als der Balatanie in der Oneb von Chabad, die erste Dörres von Chabad, wie Lמשל der Balatanie und sein Sohn, der 2. Rebbe, der mittlere Rebbe von Chabad, und sein Enikel, der Tzemach Tzedek, der 3. Rebbe von Chabad, ist du a Sach Evidence, was weiß klar, als der Bio ist gewesen, Bio für Ramad, der Chimush für Ramad ist gewesen Kusher in seiner Zeit nach viele in Chabad, und der Balatani hat gekannt, haben den Bio auf dem Tisch. Der Balatani ist nonster Chossid, was hat gedrückt sein Sidur, hat geschrieben auf a Chumish, gewesen a Matfis, a Publisher, a Drucker in Kapust, Yisrael Joffe, und auf a Chumish, was hat gedruckt,
der Manter Chumisch Ramad auf dem Scharblatt von sein Chumisch. In Tovkuf Ein Dalet, wo das ist schon mit der Kamata 30 Jahr noch ein Teut von Mendelssohn. 1814. Okay? Ja, 1814. 1804. Und ja, ist du eine Sache mehr Evidenz wie dem. So du hast vielleicht Schmus, so euch du hast Schmus a Balpe, wo es der zweite Rebbe von Chabad hat gerät wegen drei große Maskilim. Mendelssohn, Vizel und Satanov. Und dort hat gesagt, als Mendelssohn ist Rasche Benoiga, Vizel ist Teufsche Benoiga und Satanov ist Kesser de Klippo. Das ist kabbalistische Terminologie, was meint beätzem, als Mendelssohn ist Rasche Benoiga, was ist ein Gemisch von, basically, ob man will verstehen dem Wort, darf man lehnen Tanje Perik Ches, ich meine, das ist Perik Ches oder Perik Zayin von Tanje, wie der Balatanje ist Masbir wegen Limude Chol, wegen Chochmes Oilam. Studies von der Welt, Secular Knowledge, was ist Secular Knowledge? Belangt es zu Tumme oder zu Kedusche? In Beätzem, in Chabad, in Kabbalah, ist du etwas, was ist zwischen Kedusche und Tumme, was wird angerufen, Klippas Noiga, Klippat Noga. Noga ist wenig Venus in der Astronomie, aber in Kabbalistik Literatur, Noga ist ein Gemisch von Ruboi Ra und Miutov. Der meiste von Noga ist schlecht, ist belangt zum Sotten, und ein bisschen von Noga ist gemischt mit ein bisschen gut in Heiligtum. Hat gesagt, als Mendelssohn ist Balatanje sucht dort, als wenn man lernt Chochmas Oilom, weltliche Studies, ist Klippas Noiga. Sie Klippas Noiga. Und sie sagt, a Klippe ist, Klippe, wieso verteidigt man Klippe? Klippe meint Scholachs. In kabbalistischer Literatur, Klippe oder Scholachs ist identifiziert mit jener Seite, mit der Seite von die Tumme, Impureness, the Satans and the Devils and the Demons, ja? Das alles geht zusammen mit Klippe, right? Das Scholachs. Das ist der Schulachs von einer Pere, von einer Frucht, ist nicht geht. Ja, mit Mischalt ist auf der Beziehung kommen zu der Gitz. Also ist du schlechte Teilen in der Welt. Ja, ja. Dubnov Lemuschel, Shimon Dubnov sucht, dass der Balatanje ist gewesen eine große Säune, eine große Feintober von weltlichen Studies. Ist was interessant, was der Tanje sucht, als weltliche Studies ist Klippas Noiga, was ist mehrste schlecht in ein bisschen gut. Und wenn is oisig in dem, ist das Tumme, gut sucht ob mit Titus auf a Weg, was führt sie teure und sie Parnosse, demals sucht ist das gut, und sagt, dass von dem der Rambam, Maimonides, und der Ramban, Nachmanides, haben oisig gewesen in weltliche Studies. Is Leuten Tanje kommt aus, als weltliche Studies ist identifiziert mit Klippas Noiga, was hat sei ra, schlecht, und sei teuf, sei gut. Der Balatanje Sohn ist gekommen, und hat genutzt dieselbe Loschen, dieselbe Terminologie, redendig wegen die drei große Maskilim auf der Zeit, und hat gesagt, Mendelssohn ist rasche Benoiga, was ist schlecht, ja. Vizel ist Teufsche Benoiga, was ist gut und heilig. Das ist sehr große Chiddush. Sehr große Chiddush. Balatanje Sohn sucht auf Vizel, der größere Apikoires, sucht der Teufsche Benoiga. Ja? Und sagt, Satanov ist Kesser de Klippe, was meint Satanov ist der Ärgste. Satanov ist gewinn Apostel, Mendelssohn und Vizel, die Jekes, sie sind nicht kosche. Aber Satanov, der Polische, was sie geworden am Maskil gekommen in Berlin, auf in gewinn ein Kabbalist, er hat viele gewinn Kabbalah, er gewinn die erste, was hat publiziert, Kisvei Arizal, die Luriane Kabbalah, die erste, was hat gewinn in Druck, ist gewinn Yitzchak Satanov. Und dafke der Kabbalist,
und Mischmasch, was hat getrogen, man sucht auf einmal, als hat gewähnt halb Chotzi Käufer, Chotzi Mamin, man sucht auf einmal, als Satanov, als hat getrogen, die moderne Kleidung von deutsche Levushim, die moderne modern Style für innewenig, und über dem hat getrogen die traditionelle polische, jiddische Kapotte. Ist Davke Satanov, Leuten Lubavitcher Reben, Leuten zweiten Reben von Rabbit, ist der Ärgste von allem. Ist der Ärgste. Ich sag Ärger von Weisen. No. Geht es, ich will dich fragen, die letzte Frage, ich habe so zusammengestellt, ein paar Fragen. Ein paar Menschen haben gefragt, ob sie gewähnen als Kummes, der Rabbunim, einer gefragt wegen der neue Beide, einer gefragt wegen nicht, ob sie gewähnen als Kummes, spezifisch für Rabbunim, für Vizel, für Mendelssohn, noch der Geren, noch der größte Sache, und ob Rabbunim haben zitiert, wenn sie noch der Geren. Ja, oder ich weiß ist Mendelssohn, Professor Meir Hildesheimer hat publiziert barig 4 Essays oder mehr wegen die Scheile, die Beziehung von der Rabbunim zu Mendelssohn, Beker und Vizel, Mendelssohn und Vizel sind zitiert in der rabbinischen Literatur von der letzten paar hundert Jahren tausendtermal, beligusme, in sehr sachwohl, aber Vizel, speziell der Bio, aber viele die philosophische Geburen von Mendelssohn ist euch teilmal zitiert in mit Kuved, respektiert bei orthodoxischen Rabbunim, ungeheuben von die 1800s, von jener Zeit. Aber in Vizel, in Vizel euch sehr sachwohl, ja. Ja, tausendtermal, Vizel und Mendelssohn. In Askumes, se du Askumes euch so wie ich schon demant, als du Rabakive Eger, Ramot Rebanet und andere, andere, was geben Askumes auf dem Bio, lמשל, was ist beide Mendelssohn und Vizel. Was ist gedruckt später, ja, noch wenn es schon Später, ja, zähnliche Jahre später. Noch seine Teute viele, ja? Ja, man redt für die 1810s, 1820s, 1830s. Rabakive Eger, 1832. Ja. Geht, es wird gewähnt Vergnügen zu sein mit ihren Zieren. Ich bin sicher, wir können noch reden, Schuhe ist lang, aber insofern schon gerät über Schuhe. Ihr kennt noch kein Oibewild, Yohanan. Es ist allgemein, ich habe den Namen auf Yiddish. Es ist Lowen oder auf Yiddish? Ich habe sagen Lowen, aber auf Clubhouse social audio app called Clubhouse, the logo is a yellow hand like this. My nickname there is Rav Dude. Und dort haben wir Zimmern und Discussions ein paar Mal a Woche. Hinter rekordierte Zimmern, Replays. Ich habe dort ein 10 Häuser. Der Haus, was ich nicht jetzt, ist called Rav Dude's House. Ja, Clubhouse nicht alle kennen diese Applikation, ja. But everyone can download Clubhouse for free on the App Store. Ja, und ich habe gestellt einen YouTube-Kanal, was heißt Haredi Standards. Das ist eine, ich habe ein paar YouTube-Kanal, eine für sie ist Haredi Censorship. Ja, wir kennen alles sehen noch auf unserem YouTube-Kanal, wenn Ihnen stellen das Video. Aber die kannst du in der Beschreibung von dem Video wird ihr können sehen, alle Linken will ich stellen, was Johanan wird brauchen schicken später. Efter der Link zu der Clubhouse auch, das wir kennen. Es ist ein Dank von Kiemen, und ein Dank alle für sein du, und ich habe nur gehabt alle zu sehen in Kerapenamer. Und wir sich sehen mit ein paar Wochen in der kommenden Unternehmung. Seid gesinnt, Johanan.